welkom wenn du dit hast eingeschaltet und dit alleen hartje. Dan zijn we wat we vandaag kunnen bechecken wat de biblische dingen, hoe dingen van herkomen en het reist die aan God en Vader zijn noemen door Jezus Christus. En mocht die door dit kunnen wat leren en verder wegkomen. En mijn ziel is ook weer te leren. Ik had echt het uitmerken geleerd wat ik zijn kon, wat hoe dingen herkomen. En vandaar wil ik reden om van bootcamp fadrislich zijn. En ik vond het interessant. Fadrislich zijn, ik kwam van de stad her, waar we zo veel maar niet over denken, waar dat kon al van herkomen. En dat zijn dingen wat verder we zo doen, ons proef maar drauf te krijgen, wenn we aan verdrussen aankomen, we ons aanvangen verdomd te voelen, of we voelen ons zo met mij essen niet. Ik heb me dat gevoeld, ik moet er verder nog geen verder, dat ik er nu niet dat voel. En ik kijk in mijn leven naar, hoe komt dat her, wanneer ik verdrietig was, of wanneer ik brumsch was, wanneer ik dat voel niet vangt dat aan. Hoe komt dat her? Hoe heb je dat opgemerkt voor dat? En laat de tijd als het wanneer was, ik zie niet helemaal dat ik vrij zie van de dingen, maar ik probeer immer verder weg te komen met de dingen. Wat kan ik doen om dat nog weniger te krijgen? Nog weniger fleischlich zijn, wil ik zeggen. En vandaag heb ik een paar uit Galater 3, vers 1 zum Anfang. Dort sagt es dit: O Galater, wo habt ihr so wenig Vernunft? Wer haft ihr besabbert, dort ihr nicht nur die Wahrheit horchen, jünt als Jesus Christus vergemut worden, dort ihr am Schier umtritt seinen Kernen. Mir wird es so interessant, wo Paulus hier zu Galater sagt, dass er fragt die Lektor, wer ihn besabbert haft. En hij zegt dat ligt waar hij zo weinig vernunft. En ik dacht aan, wat is een besabberie? Een besabberie is, wenn du nicht stark in je denkt stehst, en dan wordt die met je wilt, je forst, hast du gezegd, om dat leven, oder die reeds met een mens met. Dat je met hechlerie er nog wie dich taub, en wenn een hechlerie is, dan reeds die met. En aber das Denk als viermal, wenn einer nicht Gegenstand hat gegen den Denk, einer hat sich nicht abgebüht gegen den Denk, dann kann ein anderer Mensch ihm even besabberen. Dan doet er, wenn er nicht mit dem Mensch taub ist, dann denkt er aber nur, was ist hier angewonnen. Dann sitzt er auf einmal auf ihm vielleicht even besabbert. Dort einer ist mitgewonnen, dann braucht er dort einer ihm seine Städte, was stark bei und abbüht, dort einer das nächste Mal sich nicht was brauchen, Leute besabberen. En då sa ik, du kan verdrusten, du kan oren aankomen, wenn sonst da passiert. En das wordt zo toen wel even zwischen Christen. Wenn Christen verschieden zijn, einer denkt so und einer denkt so, dat is zo wichtig, dat ze niet worden einen anderen verdammen. En zo wichtig, dat die worden allebei drei zijn te bijgeven. En aber dat is zo wichtig, dat die niet worden voets einen anderen metreden zijn, wat is zo, wat is niet zo. En aber dat meint ook, Reut zijn, wenn die sitzt, die best wirklich aardig an Dingen, dann auch wirklich seine Beet geben. Und wenn einer einem sein eigenes Fleisch nicht wirklich als Beet geben, oder einer einem sein eigenes Fleisch nicht gekriegt hat, dann wird er verdrüssen ankommen. Dort sagt das bekijkt, dat ze sagt dat zijn, en dan hier verdrüst komt euer, en even bremst zijn met aan. Dan in Philippa 2, 13 tot 14, dort wordt het sag wat Gott an uns werken dat. Dat zegt es dit, wils Gott werkt an jullie beides, dat willen en dat voortmerken, zoals am dat gefällt, dat alles unumbremst te zijn en ohne te twijfelen. So, eerstlich sagt dat Gott werkt an uns beides, dat willen en dat voortmerken. En wanneer kan Gott dat beides an ons werken? Dat is, wenn wir handgegeven zijn, en daar is wenn wir waardig zijn dat ding te doen. En niet bloß stonden kijken nu wat God schaffen. Wenn wir waren waardig zijn
Ansichtharpers abgeben, niet wie Gott durch anschaffen. En hier wil ik wat vertalen wat ik van openbaring hoor, deze laatste week. Ik hoor in openbaring dat 42 man probeer Gott heron te gaan, oder wie probeer Gott wo nu uit te stellen en wie willen heron komen en aan die goede dingen wat Gott doet, waar we bijna leven. En weet je wat, ik moet een ding zeggen, andere in mijn leven. Dus een paar jaar terug hebben we Vadersdag. Dan hebben we een ding gezegd, dat ik wil niet een vader zijn, maar mijn kinderen, Tim, dat mijn kinderen kunnen bloß einmal zich verheven en bloß einmal vacation hebben. Dat ik wil een vader zijn, wat de kinderen die wil leren serven. Wat ik doe met mijn, nicht bloß checken nur, nu wil ik dat leven vol abhaben, nu wil ik zei vol ab, waar we dat hebben, maar niet nu checken dat ik bloß voor een leichtes leven heb. Met mijn vlees. En ja, zal me dat leicht gaan, of course, maar wat moet dan, met ik Gott zien waarde wat nu gaan. Mijn vlees wordt verder dat zou schwer zijn. En door bracht dat we aan ons zelfs klaar hebben, ik triets mijn vlees en wat immer dat fehlt. Wenn ich nicht reise, te mijn vlees te kriegen, wat met Gott zien wordt en wat met Gott sterben wird, dann war ich sehr wahrscheinlich am Verdrussen ankommen. Dann wird mein Fleisch am Verdrussen ankommen, wie dann da ich auch nicht, was Gott von mir hat haben. Und dann sagt er, er wird dort beides an uns werken. Dort wählen und dort vorig merken, beides, nicht bloß wählen. So viele Menschen wählen einmal, die tun niemals was. Und Gott sagt, er wirkt durch uns beides, dort wählen und dort vorig merken. Wenn wir uns ein Ziel gesagt haben, dann erst in dort von Gott, erst dann erst der klar, Gott wird uns beistehen und das vorig merken. Wenn ich mein Ziel will abgeben, um damit das ganz Hartste geht, dann kann es auch wahrscheinlich sein, dass ich das dann abgeben, dass ich meist kriege, was ich bereiche, ich weiß das. Wenn ich ein Ding habe, ich bereiche, dann nicht so denken, ich habe meine Arbeit tun, dann ein anderes Ding. Wenn Gott schreibt, sie sehen hier nicht in der Welt nach dem Vacaciones, nach dem Vacations haben. Gott schreibt, sie einzeln sehen hier in der Welt nach dem Server. Und wenn ich die Gott sehen haben angenommen, dann hat Gott mir die hier in der Welt nach gesagt zum Server. Und uns war das schon gut Server, wenn wir das in reichen Hort tun. Und dann sagt die 14. Vers hier, dort alles unumbremst zu sein und ohne zu zweifeln. So wir sollen nicht bremst sein, mit was wir tun, und wir sollen nicht verdrießlich sein, mit was wir tun. Und wir sollen dort ohne Zweifel tun. Dat zijn dingen waar ik in mijn areas nog moet, aan mijn dingen nog moet wissen. Gott heeft mij goed wie je heeft, maar ik kon niet best staan en blijven, oh ja, nu weet ik mijn goed, nu bruk ik niet staan, ik moet verder wat ik moet. Ik moet schaffen gaan. Wenn ik niet wil met mijn goed wat doen, wat Gott mij heeft, dan word ik hem verdrussen aankomen. Ik moet dat doen wat Gott van mij verlangt. En ik kan dat doen wat Gott van mij verlangt. Ik moet niet best, ik kan. Wenn ich einen Bund mache mit Gott, dann wird schaffen. Da wird Gott seine gute Dinge, die werden hinter mir kommen. Die werden dort zur Zeit werden. Weil man sagt, Gott stellt mir um Verhand, um den Weg durchbrechen. Dazu habe ich Jesus Christus angenommen. Ich kann Gott seine Jen wird nicht für mich schieben. Ich kann Gott seine Jen wird hinter mir kommen. Gott wird hinter mir sein, wenn ich brauche genug sein, um Anfang Dinge durchzuführen. En wanneer het als verdrustet ziet schaffen. Nu haben wir noch Apostelgeschichte 16, Vers 16 bis 18, wo dort ist ein interessanter Eng, wo das sagt, wo Paulus verdrießlich wird. Und mir wird interessant, wo verdrüst wirklich herkommt. Verdrüst kommt her, wenn die in Denk, Tag für Tag, fährt man sagt, das bohrt dir, das ist die im Kopf, und die kostet nicht immer. Und wenn du in Denk falls für Gott von dir will haben, und die kost dat ding nicht durchführen, dann musst du im Verdrussen ankommen. Aber weil besser sei, wenn Gott von dir will ein Ding haben und du bist nicht Salz, brauch je nicht, aber dein Fleisch und tritt sich dein Fleisch Salz, mit Jesus Christus, dass du nicht Jesus Christus zu halten nimmst, um dein Fleisch tritt sich. Dass du dort denkst, und das immer mal am Kopf dreht und dreht und dreht. Und du bist zu stolz, damit Jesus dein Fleisch kann tritt sich, dann musst du im Verdrussen ankommen. En dan, nu wil ik deze verse mal lesen.
Apostelgeschichte 16, Vers 16 bis 18. Einen Tag, als wir nur den Platz gingen zu beten, traf wir einen Slowenfriemensch, der ein Wahrsager ist, hat in ihre Haaren durch ihr Wahrsein viel anbrach. Der Friemensch, den Paulus in uns heran und schrie, diese Männer sind den allerhöchsten Gott in deiner, der uns sagen, wo wir können seilig worden. Så jeg sier at disse fri døde har en Wahrsager ist, und det er für Menschen Wahrsager, wo det Geld von kriegt. Und die Menschen, wo det für Wahrsager, der hat eine große Ahnung von dort. Und da kommt der Paulus und seine Menschen heran und sagt eben, was dort für Menschen sind, wo die lehren, dass ein Mensch kann seilig werden. Das sagt ihnen nicht, dass der früh im Verlangen hat freigesagt wurde. Das können zwei Dinge sein. Was der früh kann sein herangekommen, wenn der auf bei Paulus auch was war seid, um durch das Geld kriegen. Aber wirklich deib an der Harthafte das gefällt, der viel frei zu sagen von der Sache. Dort kann ich nicht sagen, ich finde das nicht. Als wohnt du nicht, wo von dort das rechte Ding sein, weißt. Und wenn ich auch mal den 18. Vers lesen, du sagst, dass Paulus war verdrisslich. Und wohin war Paulus verdrisslich? Wenn du wir denken, was am Tag für Tag herunterkommt, dass sie los wie uns reinruht. Ja, ich sage Tag für Tag. Und die kommen an heran. Ich weiß nicht, wo fährten die an herankommen. Und dort sind Dinge, vierten Mal, wenn ein Mensch einmal besluit von was einer getan hat. Dat is ja nur nach dem Antwort. Einer soll, wir sollen uns einen anderen Motor sprechen, einen anderen Luft, aber wir sollen das immer ins, was tun, dass Gott durch dort die Luft worden. Hier wollen wir sagen, was Petrus sagt. Der 18. Vers, dit seid ihr einen Tag nach dem anderen. Oder hier kommt er auch, dit seid ihr einen Tag nach dem anderen. Bei Paulus war so verdrisslich ward, das sagt Paulus war verdrisslich war, dat hij zich omdraait en tot den jij zegt, ik bij die en Jezus Christus in de naam uit eruit te komen en voorts verleidt de juist er. So in Wirklichkeit, wenn wir mal Deutsch checken, der Freihafen Verlangen hat von den Jes freigesagt worden. Und hier will ich ein klein bisschen was sagen. Ich las letztens in een Buch von Gebera und dort kann ich hegen, was ich geschrieben habe. Und er sagt, über Mensch sind Jes habe ich nicht Autorität. Wir haben nicht Macht über Mensch sind Jes, aber wir haben Macht über einen anderen Jes, einen Evil Spirit, und über beide Jes da. Du hast ich Macht, ja. Mir wird interessant, was du siehst, was du schreibst. Maar hier kan we zijn, diese früh in Wirklichkeit. Da wir nicht der früh erwarten, der jetzt, was da wir im Wahrsein jetzt, was dann da banen wird. Und über dem hat Paulus Macht, er läuft den Ried. Und wo hat Paulus Macht über den? Wenn er sich abgebiet und geht, dort und halt läuft das dort gut schon. Wenn Paulus dort nicht läuft, hat der früh kein Frieden gesagt, wo das niemand geschafft hat. Weil Paulus läuft das schon. Now in Philippa 4, Vers 6 und 7. Da fing wir ook wat interessant. Philippa 4, Vers 6 und 7. Dort sagt, Sarchend am Nösch, lud Gott mit Beten und Prachen und Dank und sein alles weiten, was ihnen fehlt. So hier ist noch eine. Wir sollen uns am Nösch Sorge merken. Wenn ein Mensch sich das Sorge merkt, über den ja du kämpfst verdrüss her. Und dazu in der Bibel sagt, wir sollen uns nicht Sorge merken. Und wenn ein Mensch Sorge hat, die keine Krankheiten von herkommen. Als du het luistert oder nicht, das ist dort. Und dann sage ich dort, wir sollen Gott mit Beten prachen und Dankeschön sein, alles weiterluten, was uns fehlt. So, was fehlt in Christ hier bei ihr? Fehlt in Christ ein großer Klampe Geld? Fehlt in Christ ein großer Klampe nie Fatja? Fehlt in großer Klampe Land? Oder fehlt in Christ Frieden? Was soll in Christ an der Welt aanwijzen? Soll in Christ verdruss an der Welt aanwijzen? Soll in Christ Leib an der Welt aanwijzen? Wat is onze opgave als Christ hier in der Welt? Hier waar we zijn. Waar ik eerst van reden doe. Wanneer ik nu wil 10 meter ver met Gott zijn jing wil aanstellen en ik wil hier rondgaan om de erg vieren. Wo kan de verder wat geschoven worden?
Wenn ik met 10 meter waarom zei, vergaat zijn jeng wordt lood zaten. En ik wies de mensen met, wer ik aan God zie. Dan wordt God zijn goodness op eenmaal heen me ontvangen te komen. Dan worden mensen ontvangen te vragen, wie is dit mens? Wat dat hij wel heeft dat. En hier wil ik een ding zeggen, ik zei niet dat ik alles taub heb. Ik leer nach Christus Gottes alle mensen leren. En als Christen leren. En we zullen leren. Dat is een ding zo we klar hebben, dat we niet worden babys blijven wie melk drinken. We zullen volgewassene Christen worden, dat we ons een en ander vertrouwen, wenn dat hard gaat. We vertrouwen ons, we vergeven ons een en ander. En verder wegmerken. Zo dan leicht dat zij, wenn der komt zwischen Christen en Mond schmieden, wordt niet moe, wordt taalt, omdat Christen zich wel worden niet leren kunnen. Mir wird das sehr interessant, als ik toen aan kijken dat wo mal de Wartel abstunden dat van een dal dingen, dat gaat zien wordt niet in de Welt, maar wat aangebracht is dat zo. En dat komt zo af van verdruss her. En waarom moet den 7. Vers nog lezen, en God zijn vrede, der weet über alles ziet, wat mensen verstaan kunnen, wat jene harten en gedanken aan Christus Jezus bewaren. So, wanneer worden onze gedanken vastgenomen worden, wanneer worden onze gedanken bewaard blijven voor slechte dingen, wenn wir worden aan Jezus Christus blijven. Wanneer wordt ons verdruss vastgenomen worden, wenn wir an Jesus Christus blijven. Eier kunnen zo'n dingen van ons verder, moet das einfach nicht passieren, als wenn wir das bloß mal op einem klar haben, ich blijf an Jesus Christus en ik merk verder wat krijgen doen wat mensen zeggen. Verder moet dan focussen we aan andere mensen en dat we verdruss herkomt. Verder moeten we andere mensen controleren dat we verdruss herkomt. Verder moeten we andere mensen ons controleren, aber we gaan ons laten van andere mensen controleren. Maar op eenmaal zijn we dat aan, dan komt het verdruss her. We zullen ons van God laten controleren. We zullen ons van God laten regeren. Nicht mal uns in het Fleisch soll uns regieren. Gott ist der, der uns soll regieren. Und wir sollen uns an kein Denken auf ihr Beine lassen. Wenn wir haben rechte Dinge getan, wenn wir haben Fehler gemerkt, abstunden, Buße tun und Fehler wegmerken. Nicht auf der Fehlerseite bleiben. Wenn wir auf der Fehlerseite bleiben, Jahre lang, dann kommen die Dinge ab in uns Leben, wo wir uns nicht mehr verstehen. Du musst wieder aufkommen. Und ich will von der ein Ding sagen. Wat eigenlijk nog niemand aanhaalt, zo klaar gehad, dat ik dat deze week klaar kreeg. Dat Jesus heeft dat alle am Kreuz met opgenomen. Even den verdruss. Nog een ding, Jesus heeft die mensen wat door God zijn woord vervolgen doen. Die heeft die vervolging ook met am Kreuz opgenomen. Voor de Christen wat er vervolgd worden, ook voor die wat door mensen vervolgen doen. Dat heeft Jezus beides op het Kreuz opgenomen. Der heeft niet een uitgelaten. Wat ik doe met mijn, wenn die vervolging lieden is, neem dat zo Jezus heeft dit op het Kreuz opgenomen, voor die ook die brugst niet gegen den wat houden. Stephanus, als hij gesteinigt werd, hij beet, Gott hol an deze zin niet ver. Door had Stephanus een zeer grote zoet wat hij doorstrijden. En hij beet door hol an deze zin niet ver. En wenn ik anfange, andere mensen zin ver te houden, dan kan verdruss opkomen. Als die dat luisteren niet, ik had het geproefd dat het deed. Einer zal een mens kunnen de waarheid zeggen, einer zal dat kunnen zeggen, dit is wat mijn Bibel mij leert en dit is wat de Bibel zegt. Aber, hier doet ik dat los, laat den Heiligen Geest die dat zeggen. Mir wird das sehr interessant, dass ich dort sage, weil dort schaffen das. Und dann sagt 1. Korinther 11:31 sagt dort, und jeder einer soll sich selbst rechten. Okay, wenn ich mich selbst rechte doe, und ich finde bei mir, ich soll Dinge ändern, und ich tue das nicht, mein Fleisch ist zu stark zum Dinge ändern, dann kann auch Verdruss herkommen. Oh ja. Treitrage, was immer das ist. Du kannst all Dinge abkommen, wenn wir uns selbst rechte tun, wo wir uns nicht mehr verstehen. Und wenn wir uns hier nicht verstehen, ich kenne dort mein so viel, wir sind nach Toastalt, um uns Fleisch zu kriegen. Toastalt, zum Toaststunden, dass Jesus even die schon, da kam am Kriegen abgetragen. Und Jakobus 1:13-15, das ist mir ein sehr interessantes ein.
dat is nog een ding, wo ik zei, wenn Menschen dort nicht reich verstehen, wo Verdruss von herkommt. Und dort ist ein großer Part von Selbstbeherrschung und Weiselas. Wenn du mit Selbstbefriedigung zu tun hast, du kann auch Verdruss in euer herkommen. Mir wird es so interessant, dass ich das lese, da nicht frisch. Ich habe das auch lang gelesen, gestudiert. Und das war mir mein Leben geholfen hat, von Selbstbefriedigung frei zu sein. Und Gott sei Dank dafür. Dat heeft nu al mehrere Jahre geschafft, von 2016, im 6. September. Wo ich da konnte von frei bleiben, wenn Dinge in mein Leben angingen, ich mal Fuß an und sag mir, wem ich mich konditionert habe, sage, wo mir das ging und vertelle, was mir passiert. Und das erste ist meine Frau, die die Dinge kann arbeiten. Und Jakobus 1, Vers 13 bis 15. Dat wo ik veel moet zeggen, wenn ein Mensch dort nicht ganz klar verstehen kann, dann kann auch Verdruss herkommen. Und dort heißt es das, wenn ein Mensch versagt wird, soll er niemals sagen, dass Gott am versiegt. Hier sagt er ganz klar, wenn ein Mensch versagt wird, er soll niemals sagen, dass Gott am versiegt. Gott kann nicht am Bösen versagt worden und er versiegt keinem. So Gott wird kein Mensch versiegen. So wo kommen die Versiegungen dann her? Die kommen bloß von uns in das Fleisch her, von unseren in deutlich Merkerie fertig kommen unsere Versiegungen her. Gott wird kein Mensch versiegen. Fertig wird gesagt, wenn Gott den Menschen nicht so gemerkt hat, dann wurde ich durch keine Jengstunde. Gott hat dich in der Welt gesagt, dass du kannst Jengstunde, dass deine Wohl ist, die was der macht, brücke von Gott um die Jengstunde oder nicht. Kreuz es mit Verdruss. Wenn ich verdrüssig geworden bin, dann sehe ich an mich, wo er schwach geworden dann hat wurde der aufgemerkt für dort. Und dort sind Dinge, wo ich sein kann, wo wir fertig nach Gott versichert und beschuldigen, naja Gott, wenn die das dann nicht das gemerkt hat, oder wenn die das nicht das teilen, weißt du was? Gott lässt bloß die Dinge tun, wo die dafür aufmerkst. Wenn die Gott sehen, wo keiner ist, dann hast du Macht, um die Dinge zu tun. Und dann sagt der 14. Vers, ob ein Mensch wird versagt, wenn er von seinen Innenbeisen lässt, mit gerätem Wort. So ein Mensch wird bloß dann versagt, wenn er von seinen Innenbeisen lässt, wird mit gerät. Und was ist Beisen lässt? Beisen lässt, als wenn er ihn Fleisch davor lässt. Das kann andere Frühe sein, das kann andere Männer sein, das kann Geld sein, das kann nie Vater sein, das kann alles mal Last zu tun haben. Das ist nicht mehr alles, wenn er seine Innenbeisen frei hat. Aber er soll nicht an andere Frühe zu leisten, Leute. Das ist nicht mehr alles, wenn einer gute Vater hat, nie Vater hat. Und einer soll sich nicht an mit seinen Vater Leute leisten. Das ist nicht mehr alles, wenn einer Gott an Rede ist, wenn einer Gott sein Wort verbreitet hat. Und man soll nicht aufhören, sich sagen, wenn der andere zurückkommt. Dann der 15. Vers sagt, wenn der Beiselastig ist festgesagt hat, wird der Sinn geboren. Und wenn der Sinn gedonen ist, bringt sie den Tod. So hier sagt er auch, wenn der Beiselastig festgesagt hat, dann ist der Sinn geboren. Wann ist der Beiselastig festgesagt? Wenn du die Gedanken erst anfängst zu aktivieren und die fängst an zu tun mit deinem Körper. Als das dann erst nicht in Geldstunde, nicht in Vaterstunde, nicht in Selbstbefriedigungsstunde, wenn du nicht kannst gegen Selbstbefriedigungsstunde, das ist, wenn er die Beiselastig hat festgesagt. Als du das läufst oder nicht, das wird meine Bibel nie lehrt. Und ich sehe mir ziemlich sicher, wenn du deine Bibel was mit einem Helden jetzt habt, der wird dir das selber lehren. Aber du siehst mich nicht besser, oder weiß ich dann, was die Bibel dir dort lehren. Und dann 1. Korinther 3, Vers 7 und 8. Da finden wir das diesen Zweig. Das sagt die ganz klar von wegen Wasser und Jeuten planten. Deswegen ist nicht dein Wort, der du planten dat, und nicht dein, der du jeuten dat. Wer Wort ist, als Gott, der dort wosen merkt. Zwischen dem, der du planten dat, und dem, der du jeuten dat, ist kein Unterschied. Gott wird einem jeden Donner belohnen, als er Arbeit hat. So, hier ist noch ein Ding. So viel muss man für Gott, was die Donner hat. Und dann kommt ein anderer, und der geht dort. Oder der plant, und einer hat das gut. Wenn du aufkommst, dann kommt Verdruss an. So viel mehr. Und das sage ich ganz klar, zwischen dir ist nicht ein Unterschied. Bei Gott sind die Bad wird.
Wofür mal check wie man fleischliche Jungen an? Wofür mal wat mensen even gerecht met dingen wat die doen gaan? Oder wofür mal wat mensen verachten van dingen wat die doen? Wir sollen uns nicht aneinander verachten, wo alles was von Gott kommt. Was Satan sind ist oder was fleischlich ist, dort soll ich verachten, aber was von Gott kommt, soll ich nicht verachten. Und du sagst, dass du ist nicht ein Unterschied zwischen der, was du heute tät und der, was du plantet tät. Sei wie heute zum Taubschafen oder sei wie heute zum das dort hineinbringt, dem Spulungen anstellen. Sei wie heute man einen anderen verdrehen, sei wie heute zum anderen abgelootet rein, oder sei wie bloß da werden reinkommen. Wenn bloß ich die Person würde sagen, was der deine würde sagen, kann da direkt mal da schaffen, sind nicht da. Und deswegen ist das wichtig, direkt wo anerkennen, was ein anderer Mensch auch tät. Wenn er nicht kann anerkennen, was ein anderer Mensch für Gott tät, dann ist einer schuld, nicht Jana. Wenn Jana dort jetzt in Fleisch tät, dann soll er den nicht vergeben. Stephanus verjäuft da, was am Stein gedeutet, wenn der dort im Fleisch von Satan gedreht, nicht von Gott. Und Stephanus bete eben zu Gott, dass er soll den Menschen nicht nur den Sinn verholen. Sei wie heute, dass man uns verfolgt wird, der Sinn nicht nur Gott betet, dass Gott den Menschen nicht nur den Sinn verholen. Aber sei wie heute den Menschen bis George, den Menschen rechte, wenn die uns verfolgen. Aber mir merkt, dass du so viel sagen, Stephanus sieht, bete einfach zu Gott, hol dir den Sinn nicht ver. Und dort ist unsere Einstellung soll sein. Dort ist wie alle die Sonne sein. Nu de laatste vers in 1 Thessalonicher 5, 15 bis 19. Dat zegt, seid du nu dat keiner dem anderen slechte met slechte treitulen deed. Streeft immer du nu jent ondereinander goede te doen en dat ook aan alle mensen. So niet sauer wat dem vers wo dat zegt, wir sollen nicht slechte met slechte treitulen. En wir sollen en wir sollen du nu streben, ons ondereinander goede te doen. En wat meint dat ondereinander goede te doen? Den anderen supporten met de dingen wat hij deed. Den anderen ondersteunen met de dingen wat hij deed. Nou, de 16e vers zegt, ziet immer vrouw. Dat is veel schwer. En het vandaag een andere vrouw zijn, waar met Jezus top jij dat doen. Dan zegt het, houd aan met beden. Ziet in alle leeuwen dankbaar, wie het Gott dort en Christus Jezus van jullie verlangt. En je dreigt den juist niet. So, en Jesus Christus zijn noemen wat van ons verlangt. Dat wir in alle leeuwen dankbaar zijn. Nicht verdrießlich. Wir sollen dankbar sein. Was immer das für eine Situation ist, was immer wieder ich kann, wir sollen dankbar sein. Und da ist Menschen uns auch behandelt oder nicht. Wir sollen dankbar sein. Und dann sagt er nach der Ebene, und ihr dreht den Jes nicht. Wir sollen Gott sein Jes nicht, und ihr dreht, wenn wir Gott sein Jes wollen, und ihr dreht, dann wollen wir nicht ernten. Dann wollen wir nicht so streiten, dann wollen wir nicht wässern. Gott, ich danke dir. Für wie immer dit alleen gehört haben. Ik dank die für wie immer hier wat zijn, wo hij zich ändern kann. En ik bid bloß, dat hij wat kracht hat, dingen wat ziet schaffen, anderen wie immer noch mit Verdruss geplecht ist, in de naam van Jesus Christus. Die Jes van Verdruss, die wordt verloten, die krijgt nu, en Jesus Christus die noemen bid wie zu Gott im Vater im Himmel, dat die wordt verloten. En ik dank die Gott, für wat du mir openbaard hast, met dit, waar ik du kon nenkijken, en geef God, dat ik bij mensen leven. En wie immer dit alleen hart, dat wat mensen leven. En dat we wat kunnen met een schafje zeggen, mensen ganze dingen, ihre ganze Einstellung ändern. Die einen guten Tag wünschen, mit eine gute Einstellung am gesagt, Gott, ich bete bloß, für das wir nicht vor einer Versicherung gekommen und ich danke dir für was wir Frauen waren, dass die uns da was geben. Und das sind die Dinge, die wir die Bibel ablehnen, was die uns was geben, was die uns versprechen hast. Gott, ich danke dir für die Leute und für die nur, was die uns gegeben hast. Und singen, jeder einer wird das allein horchen, Gott. Ich danke dir für Menschen, die das allein horchen geben, dass die können gestärkt werden, dass die können berufen werden, dass die können wirklich die geben, die Lobpreis und Dank für was du was tun durch mich in deinem Leben und was du was tun durch dein Leben zu anderen Menschen. Herr, du danke ich dir für Jesus Christus in Namen. Amen. Gottes Segen.